Was da machst schon du wieder. hier draußen, Petruccio? Du solltest im Bett sein. Ich will diese Federn. Wofür? Ist ein Geheimnis. Wenn ich sie dir hole, gehst du dann wieder rein? Ja, versprochen. So, was ist jetzt die andere? Da war irgendwo eine, gell? Ich glaube, da oben hat. Und da. Jawohl. Dann haben wir alle. Einige Mitglieder konnten mit dem von ihm gelieferten Kupfererz nur minderwertige Bronze herstellen. Oh nein! Er konnte bloß minderwertige Bronze herstellen. Ach, das ist so komisch, ob es umschaut. Hier, wie versprochen. Grazie, Bruder. Du hast noch nicht gesagt, wofür du sie brauchst. Mach ich. Bei Zeiten. So komisch. So. Und jetzt nur zur Mutter. Zur Mutter. Buongiorno, Ezio. Buongiorno a voi, madre. Come state? Sto bene. E tu? Erholst du dich vielleicht noch von gestern Nacht? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Natürlich nicht. Egal. Ich muss etwas erledigen. Ich möchte, dass du mitkommst. Mit Vergnügen. Komm, es ist nicht weit von hier. Warum muss ich da jetzt mehr akzeptieren? Du seid einfach. Und so war ja gar nicht hingegangen, oder? Ich weiß von deinem Kampf mit Vieri. Welcher Kampf? Ach, bitte. Du musst mir doch nichts vormachen. Er hat uns beleidigt. Das konnte ich nicht länger dulden. Er hat sicher Schwierigkeiten mit den Anschuldigungen gegen seinen Vater umzugehen. Francesco de Pazzi ist vieles. Und nichts davon gut. Aber selbst ich hielt ihn nicht für einen Mörder. Was wird mit ihm geschehen? Es wird ein Verfahren geben. Wird Vater dort aussagen? Das muss er. Er nur hat die Beweise. Dennoch, ich wünschte mir eine andere Lösung. Mach dir Nein, keine darum. Alle wollen Gerechtigkeit. Es ist eine unglückliche Geschichte, aber sie geht vorbei. Okay, schon. Kann man doch nicht langsam gehen? Ach so. Gehen wir jetzt zum Leonardo. Das ist sowieso das Allercooler. Hallo, Leonardo. Madonna Maria, Das ist mein Sohn, Ezio. molto onorato. L'onore è mio. Lasst mich erstmal die Gemälde holen. Ich bin sofort zurück. Er ist sehr talentiert. Immagino. Sich auszudrücken ist wichtig, um das Leben wirklich zu genießen. Der Du solltest ein Leonardo. Ventil finden. Ich habe viele Ventile. Ich meinte Ventile, nicht Vaginas. Mutter. Nach Hause also. Si. Ezio, hilf Leonardo, ja? Er druckt nix. So, Ezio. Ja. Was machst du so? Er arbeitete bisher für seinen Vater. Ah, also wirst du Bankier. Bisher. Und du? Kunst, nicht wahr? Ganz ehrlich kann ich mich nur schwer entscheiden. Malen ist nett, aber oft denke ich, meiner Arbeit fehlt es an Zweck. Macht es Sinn? Ich würde lieber praktischer arbeiten.
Viel direkter. Architektur vielleicht. Oder Anatomie. Es reicht mir nicht, die Welt abzubilden. Ich will sie verändern. Oh, Leonardo, ich zweifle nicht, dass ihr große Dinge vollbringen werdet. Wir den Grazio, Madonna. Wie nett von euch. Ich find's einfach geil, was er trockt's, zeigt, der andere chillt sich hinten, geht eigentlich bloß mit und tut eigentlich nix. So geil. Schon ein fettes Haus, gell? Eigentlich. Danke für die Hilfe, mein Sohn. Ich will dich nicht länger von anderen Pflichten abhalten. Eine Freude, dich kennenzulernen, Ezio. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Ich auch. Jawohl, haben wir das auch. Jetzt haben wir Leonardo kennengelernt. So. Jetzt geht's straight weiter in der Geschichte. Ezio, komm rein, mein Sohn. Diese Päckchen müssen an Geschäftspartner von mir in der Stadt geliefert werden. Außerdem müsstest du eine Nachricht aus einem Taubenschlag ganz in der Nähe für mich abholen. Va bene. Ich erledige das. Komm wieder her, wenn du fertig bist. Wir müssen da noch einiges besprechen. Und bitte, mein Sohn, mach keinen Ärger. Das ist irgendwie schwierig beim Ezio. Der macht immer Ärger aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht warum. Der legt es irgendwie immer voll drauf an. Das ist ein Koi, okay. Da läuft man so. Von Giovanni Auditore 3. Auf der anderen Seite. War wieder klar. Der Weinhändler, der seinen Karren vor dem Geschäft des Fleischers Vito abgestellt hat, möge ihn bitte bis zum Beginn der Abendprozession von Santa und er lästert dies, droht ihm eine Strafe. Ach so, das ist... Ah. Aha. Ich habe eine Lieferung von... Giovanni Auditore? Ja. Wurdet ihr verfolgt? Nein. Warum sollte ich verfolgt werden? Gebt mir das Päckchen. Sagt eurem Vater, sie ziehen heute los. Er sollte das auch tun. Wer zieht los? Was geht hier vor? Wartet, kommt zurück! Erklärt euch! Da werden wir wahrscheinlich bei den anderen auch mal auftreffen. Würde ich mal sagen. Kompanie Condottieri wird innerhalb der nächsten 14 Tage auf den Feldern nordwestlich der Stadt... Wow. Warum tust du das, Ezio? Tu doch einfach das, was ich da sag. euch vor einer unreinen Erzlieferung des Händlers Fidelio. Ah, das ist das Taubending, oder? Schaut so aus, ja. Okay. Da war nicht mal was drauf. Fuck Logik. Hallo? 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 Halt. Jetzt hat er schon gemeint. Okay, da drüben kommt man auch mehr. Das schaut so echt komisch aus gerade im Moment, gell? Wenn er nichts hat. Also, ich habe da über so, aber halt kein so Assassinen gewarnt. Könnte man da da hinten könnte man müssen wir da 4. Ja, dann gehen wir halt kurz den Weg da 4 und dann ist ja wurscht. Kommt aber da. Darüber. Dann da auf. Da oben. Wow. Da oben wieder jetzt mal sagen. Die einfach über jede Schindel drüber können, das war nix. Brutal. Gehen wir da oben.
Hinauf mit dir. Du war ganz schön Stickel, gell? Nein, 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 nein. Da wollte ich aber. Nehmen wir das noch schnell mitnehmen. War schon wieder 198. Da steht nicht mehr einer. Bist du Giovannis Sohn? No, Idiota. Er sieht nur zufällig genauso wie er aus. Dann gib her. Keine Sorge, Junge. Wir sind nicht ansteckend. Jedenfalls ich nicht. Oh Mann, hey. So, dann gehen wir wieder zu unserem Vater zurück. Aber ich denke, der andere ist der Eiderle vor denen. Hätte ich gedacht. Aber er schaut eigentlich Eider aus meinem... Ah, da waren wir. Hinein hier. Jawohl, jetzt haben wir das, Hey, ich konnte irgendwie fast schon wie so Speedrun halber. Vater? Mich interessiert einfach die Geschichte so. Serezio, es tut mir so leid, so leid. Was ist passiert? Wo sind denn alle? Sie brachten euren Vater und eure Brüder zum Palazzo della Signoria, ins Gefängnis. Und meine Mutter? Meine Schwester? Ezio. Claudia. Hä? Ist dir gut? Ja, Fuck, Logik einfach. aber Mutter. Sie hat einen Schock. Als sie sich wehrte, Hier ist es nicht sicher. Kannst du sie irgendwo verstecken? Ja, bei meiner Schwester. Gut, tu das. In der Zwischenzeit gehe ich zu Vater. Gebt Acht, Serezio. Die Wachen suchten auch nach euch. Hä? Fuck, Logik. Auf einmal, da fangen wir noch uns alle suchen und unseren Vater irgendwie gefangen nehmen aus irgendeinem Grund, der wo unersichtlich ist. Gehen wir auf unser Haus und dann... darüber. Hui. Und da auf. Super. Wieder mal. Okay, da können wir auch wieder auf. Gut. Ach du Kacke. Okay, mal so, glaube ich. Ah, doch, da. Ach, Kacke. Da hinten kommt eine. Hä? Hä? Na? Bin jetzt irgendwie blöd oder so? Gehen wir da einfach anders da auf? Hä? Bin irgendwie blöd? Wo geht's auf? Ah ja, super. Die Frage ist... wie kriegen wir den?
Komm schon. Müsste wahrscheinlich ganz auffedern. Also wenn er wieder umgeht, wenn der mal wieder umgeht, dann können wir nämlich da besser hin. So macht man's. Ah, oder auch nicht. Oder können wir da so, kann man glaube ich so auf. Jetzt kommt er wieder. Kim. Puh, das dauert schon gescheit lang. Da ist irgendwo so Kisten, gell? Oder so. Hallo? Kiste? Das ist auch nicht. Hinauf, hinauf, hinauf. Ist da irgendwo... Da ist einer, okay. Aber ich verstehe nicht ganz, wo wir jetzt hin müssen. Ich glaube, wir müssen da wieder oben. Ich glaube, ich bin umsonst da reingegangen. Aber da schaut es so aus, als kann man da... Da müssen wir uns jetzt erstmal umschauen irgendwie. Wie können wir wieder jetzt? Wo müssen wir da jetzt hin? Also da nicht, weil da können wir nicht hin. Ja, wo geht's denn ist die ganze Zeit rundum, hä? Gehen wir doch wieder auf wieder. Aber ich hoffe mir, dass wir da was ist da hinten? Da ist irgendwas auf dem Ding, aha. Dann gehen wir jetzt noch mehr auf. Und dann... Sagen wir nochmal, also ich hoffe, dass da oben das so Tür ist, die wir benutzen können, aber da ist auch nix. Die Tür können wir nicht benutzen. Ach, da ganz auf müssen wir. Er sagt das halt. Das habe ich gar nicht gesehen. Wo ist denn er da? Mei, das habe ich gar nicht gesehen. Aber wie können wir bitte da auf? Ah, okay, da ist... okay. Jetzt habe ich es gesehen. Gehst du jetzt oder gehst du nicht? Gehen wir da auf. Hinauf, hinauf, hinauf. Genau. Der wird sich freuen. Da werde ich ja unbedingt aufgewechseln. Da, vor allem da. Einfach so mal draufhängen, weil... Ezio! Vater, was ist passiert? Ein bisschen Prügel, sonst geht's mir gut. Wo sind deine Mutter und Schwester? Jetzt sicher. Sind sie bei Annetta? Ja. Wartet. Ihr wusstet davon? Nicht so jedenfalls und nicht so bald. Nun ist es egal. Was meint ihr denn? Erklärt! Wir haben keine Zeit. Hör gut zu. Geh zurück zum Haus. Im Büro befindet sich eine Geheimtür. Nutze dein Talent, sie zu finden. Dahinter steht eine Truhe. Nimm alles mit, was du darin findest. Vieles wird dir sicher seltsam erscheinen, aber alles ist wichtig. Hast du das verstanden? Ja. Gut. Unter anderem ist da ein Brief und dabei einige Dokumente. Diese Dokumente musst du Signor Alberti bringen. Er war heute Morgen bei mir im Büro. Der Gonfaloniere, ich weiß. Nun bitte, sagt mir, was los ist. Stecken die Pazzi dahinter? Am Taubenschlag war eine Nachricht für euch darin. Geh, Ezio. Geh jetzt. Ja, einfach ganz in dem Turm ganz oben das. Eiskalt einfach.
Warten wir, bis die vorbei haben.